So, liebe Leute, ich möchte heute eintauchen in ein bisschen ernstes Thema. Und das heisst, enttäuscht von Jesus. Du denkst, wieso habe ich das Thema gewählt? Ich möchte euch ganz kurz eine Vorgeschichte erzählen. Und dann gehen wir relativ in viele theologische Bibelstellen heute rein und auch historische Fakten und Zahlen. Und zwar, vor ungefähr 15 Jahren haben wir bei uns in der Kirche 2 Familien gehabt. Und beide hatten Mütter gehabt. Und beide Mütter haben Krebs bekommen, unheilbar. Und die eine Familie hat angefangen zu beten für die Mami. Und Gott hat die Mami geheilt. Und ein mega grosses Wunder. Und die Familie ist abgegangen wie die Schmitzkatze. Wirklich richtig krass. Und die eine Familie hat auch gebetet in unserer Kirche. Wir haben alles gegeben und die Mami ist gestorben. Und ich vergesse nie mehr den Moment. Und es hat mich eingeprägt. Das hat mich mega mögen. Der Vater ist zu mir gekommen und gesagt, schau Leo, was du preachst, es ist einfach Scheiße. Meine Frau ist gestorben und ich so geliebt habe. Wir haben Gott geglaubt, wir haben alles gegeben. Und dann ist der Sohn und die Tochter sind alle in unserer Kirche gewesen, langjährige Mitarbeiter, die Kirche mit aufgebaut, haben die Türen, sind rausgelaufen und nie mehr da gewesen. Und mich hat das mega mögen, weil in der Kirche hast du immer eine Erfolgsgeschichte, jemand, der ein Wunder lebt, dann klatschen wir alle, ich by the way auch. Und dann hast du eine Krise, die man nicht einordnen kann. Und wenn man sie nicht einordnen kann, tut man oft sagen, ja, man hat zu wenig Glauben gehabt, du hast Sünde im Leben gehabt, oder irgendetwas, was auch immer der Gute will. Und ich merke, das Thema, ich bin enttäuscht von Jesus, ist ein Thema, das ich glaube, wir alle irgendwo erleben. Und wenn du sagst, ich bin nicht zu jung und nichts Negatives erlebt, je länger das du lebst, desto mehr so Geschichten wirst du erleben. Und ich möchte euch aus meiner Perspektive mitnehmen, wie ich das theologisch auch möchte einordnen oder wie ich das sehe. Und ich möchte nicht sagen, so wie Leo Bicker, so ist das Wort Gottes, das ist meine Perspektive, so wie ich das sehe. Ich möchte anfangen, wir werden in einem Bibeltext heute drin bleiben und dann werden wir verschiedene Texte anschauen. In 1. Petrus 2, Vers 7 bis 8, da heißt in der Bibel, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zum Fall bringt. Und ich habe da so ein paar Bachsteine mitgebracht und das steht symbolisch für Jesus. Für die einen von uns ist Jesus, er macht Wunder, er heilt, er setzt frei, er vergibt, gibt Hoffnung. Und die einen haben im Glauben angefangen und merken plötzlich, es gibt gewisse Themen in der Bibel, die passen mir nicht. Zum Beispiel das Thema Geld, das Thema Sexualität oder Freundschaft, Beziehung. Und plötzlich merkst du, gewisse Themen gefallen mir nicht und wir stolpern drüber. Und wir alle haben irgendwo so mindestens einen Bereich, wie wir das theologisch und emotionell einordnen können. Warum passiert das konkret in meinem Leben? Ich lese dir 2 Zitate vor, von 2 Theologen, die ich interessant finde. Der Karl Barth, natürlich, wir nennen natürlich nur Schweizer Theologen, der weiß, was man hat, oder? Der Karl Barth hat Folgendes gesagt, es gibt nur 2 Wege, um das Wissen über Gott zu erlangen. Entweder man beginnt beim Menschen und versucht, sich in Richtung Gott hinaufzudenken, oder man beginnt bei Gott und nimmt seine Offenbarung an. Und das Problem ist Folgendes, wenn ich ein Schweizer Wurst, die in Wallisellen wohnen, habe meinen Background, ich bin katholisch aufgewachsen, ich habe einen katholischen Background, vielleicht hast du einen Pfingst-Background, einen FG-Background, einen Christionen-Background, vielleicht hast du gar keinen Background, also immer dein Background, also gar keinen Background, ich meine einen atheistischen Background, jeder hat einen Background, sag das, jeder hat einen Background. Aber was immer dein Background ist, das prägt das Bild von dem Gott im Himmel. Wenn ich versuche, aus meiner Frosch- oder Wurmperspektive Gott zu erklären, dann funktioniert das nicht. Und oft sagen Frauen und Männer, und ich höre das die Stimme, aber wenn Gott gut ist, dann gibt es kein Leid auf der Welt. Und wenn Gott gut ist, gibt es keinen Krieg. Und wenn Gott gut ist, ist er auch tolerant. Und wenn Gott auch gut ist, dann lässt er meine Gefühle auch leben. Und wenn Gott gut ist, dann liebt er mich unendlich und Gott wird mir Erfolg schenken. Und habe ich keinen Erfolg, ist Gott nicht gut und dem Gott will ich nicht nachfolgen. Das heisst, wir alle bauen irgendwo das Bild von Gott auf und es ist immer einseitig und meistens nicht komplex. Der John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche, hat Folgendes gesagt, und das ist noch krasser, bringen Sie mir einen Wurm, der den Menschen verstehen kann. Ein Wurm, der dich versteht. Und ich werde Ihnen einen Menschen bringen, der den dreieinigen Gott verstehen kann. Also wer von euch versteht schon, Gott ist 3 und doch einer. Das macht in unserer Köpfung keinen Sinn. Mit anderen Worten, wir werden niemals alles können verstehen, wer Gott ist und was Gott ganz konkret in unserem Leben macht. In 1. Petrus geht es weiter, Vers 6 und 8. Ich möchte das nochmal vorlesen.
In der Schrift heißt es, in der Bibel heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Der Stein ist für uns kostbar, doch für die, die ihn anleben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stolperstein, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zum Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und nicht befolgen, und dazu sind sie bestimmt. Das bedeutet für mich, wenn ich zum Glauben komme, hat Gott eine Meinung über meine Finanzen. Und wenn ich das verstehe, es gibt ein göttliches Prinzip, dann baue ich den Stein in meinem Leben auf, als ein ganz krasses Fundament, und auch meine Sexualität, und du kannst eigentlich jedes einzelne Thema so nehmen. Ich möchte dich fragen, was für ein Bild hast du ganz konkret über Jesus? Und ich möchte ein bisschen ausholen in Geschichte. Wir alle lieben eine Geschichte. Geschichte in der Schule ist immer gut gewesen, dass ich einen Film anschauen. Der Christoph Kolumbus hat ein Bild mitgebracht vom Christopher Kolumbus. Du kannst von ihm denken und halten, was du willst, aber er hat die Welt verändert. Es ist auch interessant, jeder Maler, der ein Bild gemacht hat von Christoph Kolumbus, jedes Bild, jede Skizze und jedes Porträt, musst du wissen, nicht eine einzige Person hat ihn jemals lebendig gesehen. Vom Hörensagen haben sie ein Bild gemalt. Und niemand zweifelt daran, dass Christoph Kolumbus jetzt gegeben und so hat er ungefähr ausgesehen hat. Das heisst, das Bild, das du siehst, stimmt nicht der Realität. Es gibt auch ein Bild über Jesus, das entstanden ist 400 Jahre nach Christus, hat die römisch-katholisch überlegt, wie können wir Jesus zeigen? Das ist das Bild der katholischen Kirche. Ein weißer, blonder Schweizer Bodybuilder mit einem Hauch von ein Hip-Hopper. Natürlich alles ohne Tattoos, weil das mir jetzt noch kein Geld geben für Tattoos. Und wenn man das Bild anschaut, liebe Frauen und Männer, ist auch interessant. Ein blonder Jesus, gekraustes Haar, blaue Augen, schön in den Schweizer und ein Touch von einem Hip-Hopper. Das Bild ist in der katholischen Kirche auf der ganzen Welt verbreitet. Aber jeder, der das Bild gemalt hat, Jesus nie persönlich gesehen. Niemand. Er hat einfach das Bild genommen, so stehe ich mir Jesus vor und so baue ich das zusammen. Wir haben heute alle Tendenz, Jesus so aufzubauen, zusammenbauen, wie es uns passt. Deconstruction bedeutet, ich nehme die Bibel auseinander, 1000 Teile, baue es zusammen, was mir passt, und ein paar Teile liegen dann rum. Es ist total modern geworden, total verwerflich, total nicht göttlich, möchte ich sagen. Der Punkt ist das, wenn man alle historischen Fakten nimmt. Und es gibt in der Geschichte gibt Sachen, die sind plausibler, und es gibt Sachen, die sind weniger plausibel. Das kannst du dir merken. Es gibt Sachen, das macht mehr Sinn, und es gibt Sachen, die machen weniger Sinn. Wenn man alle historischen Belege nimmt, von damals aus dem Orient, aus dem Osten, und alle Sachen studiert, was es überhaupt gibt an Geschichte und Indizien und Notizen, dann kommst du auf folgendes Bild von Jesus, und ich lese es euch ganz kurz vor, an folgende Eckdaten. Wir sagen, Jesus ist 33 Jahre alt gewesen, da haben wir kein Problem. Muss dunkle Haare haben, braune, schöne Augen, 1,64 Meter bis 1,68 Meter, voilà, so gross wie ich ungefähr. Gewicht 50 bis 60 Kilo, nicht mehr. Es hat noch kein Red Bull gegeben, kein Zucker, das war Menschen noch so gewesen. So gewesen. The sugar is not the king. Schuhgröße 39 habe ich auch. Kurzer Haarschnitt, kurzer Bart und sehr gekraustes Haar. Wenn man das alles nimmt, gibt das ungefähr ein Bild, wo Jesus ungefähr so hätte aussehen müssen. Ungefähr so. Und du merkst, das ist ein riesen Unterschied zum Bild von der katholischen Kirche. Und ich möchte dir eins sagen, Frauen und Männer werden enttäuscht von Kirche, von Gott, von Theologen, von Predigern, weil wir nicht das ganze Evangelium preachen. Wir predigen oft nur das, was wir sehen wollen und was wir cool finden, und alles andere lässt man weg. Und das bedeutet, wir haben oft das Bild von Jesus, wo wir extrem in dem Sinn eins. Heute, wo ich möchte mit euch reingehen, Jesus enttäuscht die Vorstellungen der Menschen. Viele glauben, Jesus ist so ein mega Gentleman gewesen. Der hat nie etwas falsch gesagt. Der hat sich immer beherrscht. Der ist nie wütend geworden. Der ist nie grumpy gewesen. Der ist immer parat gewesen. Wir haben das Bild von Jesus, der barmherzige, coole Typ, der hat immer alles souverän gewesen. Und wenn ich mal etwas Falsches sage, Falsches mache, irgendetwas, dann komme ich ein paar E-Mails über. Ich denke, Jesus hat zum Glück keine E-Mail-Nummer gehabt, weil die wäre voll gewesen.
Ich gehe mit euch theologisch ein paar Sachen durch, um das Bild vom nice, schönen Komfort Jesus zu zerstören. Das hast du gerade vergessen. Bei der Geburt von Jesus ist man enttäuscht gewesen. Die Juden erwarten, da kommt ein Palast auf die Welt, mit einem auserwählten Ehepärchen, aber sicher nicht so 2 Teenager, die vom Leben keine Ahnung haben. Jesus hat schon bei der Geburt alle Prinzipien nicht erfüllt. Bei den Eltern. Jesus ist 12 und ich habe 2 Söhne. Wenn du Söhne hast, sie sind 12, dann, wenn du weggehst, sagst, wann bist du daheim? Okay, morgen um 3, okay, kein Problem. Oder morgen um 2, kein Problem. Aber du weißt, am Morgen können sie heim. Jesus haut ab, 3 Tage haut ab. Sagt der Mami, Papi nicht, wo er ist. Der Vater findet Jesus im Tempel und sagt, Sohn, was fällt dir ein? Du hast ab und etwas zu sagen, wir sind deine Eltern, wir haben eine Verantwortung. Sonst kommt der Fall, unsere Politik und dich weg. Und Jesus sagt, Vater, komm mal runter. Mit 12. Ich muss im Haus sein von meinem Vater, das solltest du doch wissen. Total Dishonoring von Eltern. Seine Familie. Sie fragen Jesus, wer sind deine Familie, deine Eltern? Die Antwort wäre Maria und Josef. Jesus sagt, meine Familie sind die Frauen und Männer, die mir nachfolgen. Völlig eine andere Antwort. Die religiöse Leiter. Und du kannst die Bibelverse nachschauen. Jesus schaut ihnen zornig in die Augen und sagt, ihr Schafsäckel. Nein, hör auf mit deinen frommen Wörtern. So, wenn du zornig bist, denkst du, gehst mir, noch einen Schritt und es gibt keinen Zahn mehr. Das ist Zorn. Zorn ist nicht, du gehst mir nicht auf den Sack. Nein, du gehst mir auf den Sack. Das ist Zorn. Du machst mich wütend. Jesus hat Leute mit Wut. Wut ist Wut. Was ist Wut? Wut. Das war sauer. Dann sagt er, einmal hat er so predigt, so hart. Die Bibel sagt, alle haben sich geschämt. Wer hat sich schon mal geschämt in meine Predigt? Hand hoch. Danke. 1. Danke. Ich sehe ihn nie mehr. 2. Nein, just kidding. Nein, just kidding. Nein, was ich meine. Alle, nein, du musst bleiben. Du musst bleiben. Alle. Es ist schon mal jemand gegangen auf der Treppe und oben, da ist ein Blick gekommen. Nein. Sind ihr dabei noch? Alle haben sich geschämt. Und sie sagt, Jesus, du hast es so blamiert. Bei den Menschen mit einem absoluten Anspruch. Jesus sagt zu ihnen, ihr Ungläubigen, und es sind so eine verdammte Generation. Wie lange muss ich nicht bei euch sein? Ich habe die Schnauze voll, ich packe meine Sachen und gehe in die Malediven. I'm finished, I'm done. Merkst, also das ist nicht neutral schweizerisch wie ein Appenzeller. Ich habe kein Problem. Total sauer. In seinen Predigten sagt Jesus, wortwörtlich, das habe ich euch noch nie gesagt. Noch nie. Ihr Nattern und Giftschlangenbrut. Das ist brutal. Ihr werdet im Strafgericht von Gott der Hölle nicht entkommen. Nicht entkommen. Wow. Mega lieb. Danke für die Ermutigung. Er sagt zum Petrus, meine engste Freundin in einer Small Group, er sagt zum Petrus, wortwörtlich, Satan, gang hinter mich. Wow. Ich weiß nicht, was für ein Bild du hast. Von einem lahmen, christlichen, boring Jesus, der immer korrekt ist. Nein, überhaupt nicht korrekt. Der hat alle Knicke-Prinzipien auf einmal verworfen. Im Tempel wirft Jesus wütend alle Tische und sagt, was fällt euch ein, aus meinem Haus eine Räuberhöhle zu machen? Du merkst, Emotion, der Maison, der Maison, mega viel Energie und Power. Und was ich mit dem möchte sagen, es heißt in Johannes 6, Vers 66 bis 69, ich liebe den Bibeltext. Von da an wandten sich viele von seinen Jüngern ab und sagten, hey, also das geht gar nicht. Der hat das total zusammengeschissen, total peinlich, nennt mich Schlangenbrut, nennt mich Satan, dann heilt er meine Großmutter und dann macht er so krasse Latte. Das heißt, viele sind weggegangen. Da fragt Jesus die 12, werdet auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete, Jesus, du weißt, ich habe mein Haus verkauft, meine Lehre abgebrochen. Wo will ich hingehen? Nein, der Petrus sagt, Jesus, wo wollen wir hingehen? Du hast Wort. Hast du nicht in meinem Leben meine Sünden vergeben?
für die einen eine Lachnummer, für mich eine Realität. Hast du mich nicht berufen, wo niemand in mir das Talent sieht? Jesus, ich kann doch nicht dir den Rücken zuwenden. Du hast mein Leben komplett verändert. Und jetzt denk mal darüber nach, was hat Jesus in deinem Leben verändert? Wir glauben, du hast erkannt, du bist der heilige Gott. Und ich möchte euch einladen, euch ganz ehrlich die Frage zu stellen, was hat Jesus schon gemacht? Ich habe 3 Gedanken gestohlen vom Joel und von der Janice an der Jesus First Konferenz. Und die Punkte haben mich mega geflasht. Und ich möchte die Punkte nochmal bringen heute. Es sind 3 Sachen, die ich euch ans Herz möchte legen. Wenn du nicht willst enttäuscht sein von Jesus, gibt es 3 Sachen, das kannst du merken. Dein Leben wird nicht einfacher mit Jesus, aber du bist nah an Jesus. Wenn Menschen dir sagen, wenn du zum Glauben kommst, alles wird nur noch gut, alles ist nur noch schön, es wird alles nur noch gut, du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg, dann muss ich dir sagen, es ist nicht das Problem, was die Menschen sagen, das Problem ist, was sie weglassen. Und ich habe eine Medaille hier gefunden. Kennst du eine Medaille? Ich liebe Medaillen. So. Eine Medaille. Medaille, oder? Medaille. Ja, das ist jetzt eben das Problem. So, der Legastheniker, einfach das Teil. Hat eine Vorderseite, oder? Oder? Das ist Gunst Gottes, Gnade Gottes, der Sieg Gottes, stimmt's? Aber das hat auch eine Rückseite. Und die Rückseite sieht nie gut aus. Du sagst, hey, ich habe gewonnen, die Rückseite. Auf was denn? Also unser Glaube hat 2 Seiten. Es gibt Sieg Gottes, der starke Gott, und es gibt auch Niederlagen, die wir oft nicht einordnen können. Das Problem ist nicht, was Prediger predigen. Oft predigen die Leute das Korrekte. Sie sagen dir nur das, wie ein Verkäufer, ohne dir das zu sagen. Das Problem ist nicht, was du sagst, sondern was du nicht sagst. Wir alle betonen immer etwas, was dir wichtig ist. Wenn du mega religiös aufgewachsen bist, ein Christ darf nicht, ein Christ sieht nicht gut aus, der ist auch nicht erfolgreich, der ist auch nicht reich, der wird nicht gelingen. Wenn du das gehört hast, dann sagst du, dann wirst du das entdecken, Güte, Gnade, Gunst und die Herrlichkeit von Jesus. Und du wirst nur noch das promoten, weil von dem Scheiß hast du ja genug gehört. Und die einen von uns sind total ohne Prinzipien aufgewachsen, kommen zum Glauben und sagen, hey, weißt du was? Es gibt im Verlauf eine gute Botschaft und es gibt auch eine schlechte Botschaft. Wenn es Gnade gibt, gibt es auch das Gericht. Sagen, hey Jungs und Mädels, kommen wir runter. Ein wiedergeborener Christ, habe ich schon oft gehört, schaut nicht mehr Netflix. Weil du lässt den Schrott rein. Hast du schon gehört? Es gibt viele, die sagen, es gibt auch die Heiligkeit. Und ich möchte fragen, wer hat recht? Hast du recht und die Person recht? Es sind beide recht, weil es hat 2 Seiten. Und ich möchte dich bitten, das prägt dir das Bild ein, wenn du Platz hast für ein Tattoo. Das Bild ist einer der grössten Probleme bei uns Christen. Wir preachen eine Seite und du hast nicht gelogen, aber du hast nicht das volle Evangelium erzählt, weil es gibt auch diese Seite von Niederlagen, die genauso dazukommen. Jetzt sagst du aber, Leo, bist doch nicht so negativ. Hast du einen Shopper nicht bekommen von deiner Mutter? Ja, habe ich auch schon gefragt. Die 12 Apostel, und jetzt nimm dein Smartphone führen, die 12 Apostel, die Jesus ausgesucht hat, nicht ein einziger. Der Petrus ist verkehrt gekreuzigt worden. Der Bartholomäus, lebendig gehäuptet und enthauptet. Der Philippus hat man gekreuzigt. Der Matthäus enthauptet und erstochen. Der Thomas mit dem Speer durchstochen. Der Jakobus enthauptet. Der Andreas mit dem x-förmigen Kreuz gekreuzigt. Der Judas Thaddäus enthauptet. Der Simon in 2 Teile zersägt. Der Judas hat Selbstmord gemacht, sich selber entschieden gemerkt, sich im Felder gemacht. Der Jakobus, der Jünger, hat man zu Tod geprügelt worden. Und der Einzige, der am Altersheim gestorben ist, ist der Johannes an Altersschwäche. Immerhin einer von 12 gibt uns nicht viel Hoffnung. Ich möchte heute Abend sagen, es gehört niemand gern. Und ich habe dich nicht gefragt, ob du gern hörst. Ich höre es auch nicht gern. 800 Millionen von Menschen, die gläubig sind, in Syrien, in Irak, in Asien, sind nicht gläubig,
weil Gott ihnen ein neues Haus geschenkt hat. Sie sind nicht gläubig geworden, weil Gott ihnen eine Freundin geschenkt hat. Sie sind nicht gläubig geworden, weil sie eine eigene Firma anfangen können. Es gibt Menschen, die sterben aufgrund vom Evangelium und sie haben nie the blessing of God erlebt. Und wenn du ihnen sagst, Gott ist nur gut, es gibt dir nur gut, es gibt nur Gnade und Barmherzigkeit, wenn sie sagen, was hast du geraucht, was für eine Bibel hast du gelesen, willst du mich beleidigen? Und ich möchte euch heute Abend von tiefem Herzen die Dimension aufmachen. Es gibt auch Niederlagen in unserem Leben, die genauso dazugehören, die wir oft nicht einordnen können. Der zweite Gedanke, den ich gestohlen habe, du wirst Kritik ernten, aber du wirst andere zum Licht führen. Ich höre oft von Menschen, die sagen, ich kann das Evangelium nicht verkündigen. An meiner Arbeitsstelle. Das ist verboten. Am Spital, in der Schule, überall. Aber ich möchte eins sagen, das Evangelium ist keine Privatsache. Du kannst nicht deinen Glauben privat leben, ist unmöglich. Du bist ein Botschafter anstelle von Jesus. Und Gott hat dich gesetzt als Salz und ein Licht der Welt sein. Du hast eine Stimme zu erheben, wo auch immer du bist. Wo du immer du bist. Und ich challenge dich. Brutal. Brutal. Natürlich erzähl das Evangelium nicht blöd. Die Bibel sagt, mach schlau wie ein Fuchs. Und wenn du nicht weißt, was sagen, die Bibel sagt, der Heilige Geist wird dir in dem Moment das richtige Wort geben, dass du das Richtige sagen kannst. Hab keine Angst, auch wenn eine theologische Frage gestellt wird, ich habe keine Ahnung, sondern du hast etwas zum Sagen und du bist eine Botschaft. Und ich sage, lass es nicht mehr aufhören, einfach zu schweigen. Wir können nicht schweigen, sondern wir haben eine Botschaft, die die Welt muss hören. Weil alle 12 Apostel, weißt du, so sind gestorben, weil sie ihre Klappe nicht zugehalten haben. Sie sind angestanden und gewusst, wenn ich jetzt etwas sage, kann das meinen Tod bedeuten. Und dann sagen Leute zu mir, aber Leo, ich habe das Leiter aufgeschafft, ich bin im Fall in einer mega krassen Position und die Leute wissen, dass ich Christ bin, verliere ich meinen Job. Was ist das Problem? Du betest deinen Job an. Du betest deine Position an. Gott hat eine Position gegeben wie Königin Esther. Du bist geboren für so einen Moment, um eine Stimme zu erheben für die Menschen, die keine Stimme haben. Mein Vater hat mich zu mir gefragt, ich bin 22 Jahre alt, meine Mami ist gläubig, mein Vater ist das Gegenteil von Glauben gewesen, hat mich gefragt mit 22, Leo, ist mein Name, heisst nicht Leonhard, nicht Leopold, Leo. Kurz und bündig und schmerzlos. Was machst du mit deinem Leben? Und mein Vater sagt, Vater, ich werde Pfarrer. Er schaut mich in die Augen, ich vergesse es nie mehr. Ich habe gewünscht und gehofft, du machst mit deinem Leben etwas Sinnvolles. Und ich habe in meiner eigenen Familie Kritik erlebt. Menschen, die mich nicht unterstützt haben. Und ich habe mein Maul nicht zugemacht, um von Jesus zu reden. Und ich möchte dich bitten, erhebe deine Stimme. Schau, ich bin so oft in den Medien, also hast du natürlich nicht gesucht. Mein Ruf ist am Arsch. Ich habe nicht mehr zum Verlieren. Ist dein Ruf ruiniert, lebt sich ungeniert. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich ändere mit dem letzten Gedanken, verlass die Opferrolle und du wirst geheilt werden. Ich werde zum Ende einen langen Bibeltext vorlesen. Und der ist theologisch mega krass. Wenn du mit mir nicht einverstanden bist mit dem Thema, dann bist du beim Hebräer 11 Schachmatt. Jetzt mache ich die Schachmatt. Mit dem Text machst du jede Person Schachmatt. 33 Vers 40 und ich lese es euch vor. Und ich werde dann mal Pause machen. Weil sie Gott vertrauten, unterstrich das Wort, sind Gott vertraut. Das sind Menschen, die nicht zweifeln an Gott, sind Gott vertraut. Weil sie Gott vertrauen, jetzt kommt unsere Theologie, konnte Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllte. Stopp. Sind Gott vertraut? Ist so, oder? Und Gott hat seine Versprechungen erfüllt. Vor dem Rachen der Löwen wurden sie bewahrt und selbst durch das Feuer konnten sie nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, verbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindliche Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten,
wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurde. Ich glaube, das war nicht jede Frau happy gewesen. Der hat gesagt, du, mein Mann ist jetzt gut gewesen, aber lassen wir den. 2 Sachen. Das war ein Running Gag. Schlecht, ich weiss. I like it. Sie haben Gott vertraut. Das ist mir mega wichtig. Unterstrich das bitte in deiner Bibel. Und Gott hat Zusagen erfüllt, unterstrich das. Die gleichen 2 Wörter können wieder. Notlos. Andere, die auch Gott vertrauten. Unterstrich das. Sie haben Gott vertraut. Sie haben nicht gesündigt. Sie haben keinen Kleinglauben gehabt. Sie haben nichts Falsches gemacht. Wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichten lieber auf ihre Freiheit, weil Glaube ist eine Privatsache, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf die Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhört und misshandelt, weil sie sich an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten, warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet und mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz und Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten der Wüste und im Gebirge umher und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen, zu schade für diese shitty world. Die Welt, liebe Frauen und Männer, ist nichts zum Vergleich zur Ewigkeit. Bitte unterstrich das Wort. Sie alle haben Gott vertraut. Haben sie etwas falsch gemacht? Nein. Das bringen wir theologisch nicht rein. Wenn wir nicht, passt uns nicht. Und doch erfüllt sich Gottes Zusagen, unterstrich das Wort Gottes Zusagen. Eine Zusage ist eine Zusage. Zu ihren Lebenszeiten nicht. Und das ist der größte Widerspruch, was es gibt. Gott verspricht dir etwas und er wird es nicht erfüllen. Das bringt das Christus einen Anschlag. Das können wir theologisch nicht einordnen, weil entweder ist Gott nur so oder ist nur so, aber beides ist ein Spannungsfeld. Und ich möchte sagen, der Glaube ist ein Spannungsfeld. Die einen erleben Wunder. Du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, fliegen mit Privatjet um, mit natürlich ganz neuen Technologien. Und die einen von uns werden gemobbt, verlieren alles und gehst in die gleiche Kirche, die gleiche Small Group und glaubst an den gleichen Gott. Denn Gott hat einen besseren Plan. Ja, danke vielmals, macht keinen Sinn. Sie soll mit uns zusammen ans Ziel kommen. Warum haben die Frauen und Männer den Glauben nicht weggeworfen? Weil du kannst in deinem Leben 20 Jahre Güte von Gott erleben und dann haut sie plötzlich rein. Eine Situation, du hast es nicht gesehen und du weißt, es gewackelt auf alle Seiten dein Glauben. Und die Bibel sagt, Jesus ist der Eckstein und ohne den Eckstein wird dein Leben nicht zusammen heben. Und das ist das, was die Bibel meint. Wir bauen unser Leben auf das Kreuz. Er macht es ein Minus, ein Plus. Und gehe ich durch den Blessing durch oder durch die Hölle durch. Ich werde niemals meinen Glauben an eine Person verlieren, weil mein Glaube ist nicht gleich Resultat. Der Glaube ist gleich an eine Person. Das ist jetzt gleich. Ich bin von vielen Pfarrern gefragt worden, warum habe ich eine Kirche mit 80 Personen? Und du hast eine riesige Church. Und es schwingt immer, dass du machst etwas richtig, machst etwas falsch. Ich sage immer, du bist ein Hero. Gott hat dich bestimmt, 80 Menschen zu hüten. Bitte vergleich nicht. Mit etwas, was grösser ist. Gross ist nicht gleich richtig, gleich gut. Gott hat mir ein Mandat gegeben, dir ein Mandat gegeben und es braucht uns alle. Ich ende mit dem Bibelvers. In 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5, und es gibt eine Challenge an uns alle und mich auch. Er ist der lebendige Stein, der Eckstein, wo alles zusammenhebt, den Bauleute verworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Das ist der kostbarste Stein, um das zusammenheben da. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Ich lade euch heute Abend ein, Loft, Migrant Church oder Club und online und live. Wir sind einfach ein Besucher in der Kirche.
sondern bist der Stein, den Gott brauchen kann. Wo du dein Leben niederlegst. Zur Bestimmung von Jesus. Und Gott wird etwas Schönes machen. Ich möchte dich wirklich bitten, die Message zu bewahren. Für die Momente, wo du Krisen lebst und nicht einordnen kannst. Dann bitte denk, du bist nicht allein. Es gibt Frauen und Männer, die an diese Seite müssen tragen. Das hat ihnen Mühe gemacht. Und andere von uns erleben Güte. Und es ist ein krasser Widerspruch. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.